Ich werde versuchen, das Ganze in eine geschichtliche Perspektive zu setzen. Fängt nun mit der Zeit von der Festung Lützeburg. Und dann wissen halt die ganze Entwicklung halt von unserer Stadt halt zu retracieren bis heute. Und kurz halt von dem Ganzen werde ich versuchen ranzuzoomen, das heißt, damals auf nationalen Plan das Ganze zu konsiderieren und dann mit Momenten ranzuzoomen bis hin auf den urbanen oder Einzelhäuser. So. Das ist ein bisschen ambitiös und es riskiert für schief zu gehen. Ich versuche mal einfach so, halt vielleicht so ein freie Noten zu machen. Aber eigentlich ist halt ein demografischer Wachstum zu Lützeburg, das ist über 200 Jahre wird sich die Population vervierfacht. Die letzten 30 Jahre, hatten wir ein Bevölkerungswachstum von 1,5 bis 2%, ja, was eigentlich ziemlich enorm ist. Fängt man an am 19. Jahrhundert mit der Festung. Die Festung Lützeburg halt zur Zeit, wo die Festung halt war, da haben 13.000 Leute gewohnt. Halt. Also das ist immens klein, das ist schon von Asch wahrscheinlich im Moment. 13.000 Leute, wobei da 9.000 davon an der Festung gewohnt haben. 9.000 an der Festung, 4.500 außerhalb. Von den Leuten, die an der Festung gewohnt sind, waren 4.000 Leute Zaldoten. Die Leute, die schon immer an der Garnison waren. Und 2/3 von der ganzen Infrastruktur war Militärinfrastruktur. Also ein immens kleiner, zusammengeperschter Raum, halt, auf dem die Leute gewohnt haben. Alles, was rund um die Stadt war, hat sozusagen halt die Festungsaktivität unterstützt. Ja? Das heißt, Bauern haben hier Felder bestellt, sind an der Stadt hier Gitter verkaufen gegangen. Und sozusagen den ökonomischen Motto von dem ganzen urbanen Gebilde war die Armee, die Festungsfunktion. Wie die Gemeinde oder die Stadt Lützeburg sich finanziert hat, war größtenteils über den Oktroi. Das heißt, wenn die Gitter an die Stadt abgeholt hat, wollte die eine Aufgabe gehen halt. Also ein bisschen eine Vielform wahrscheinlich von also Gewerbesteuer heutzutage oder so. Oh, das ist so wie im Fall hat die Stadt zu der Zeit funktioniert. Am Traité de Londres halt von 1867 geht dann Stadt geschlafen. Was interessant ist, dass sie gesehen einfach den Terra von der Festung, also die Festungsmauer aus der loseste Pargas, den nicht der Lützeburger Staat gehört. Das ist nicht ein privater Promoteur gegangen oder nicht einen ausländischen Investor oder so, was nicht einfach verkauft, mit dem Staat gehört. Die Stadt ist hingegangen und hat sich selber als Promoteur halt, durchgestellt. Die Stadt hat den Terra entwickelt und dünne verkauft. Wie die Stadtfestung geschlafen wurde, da war die Situation, die ökonomisch von der Stadt Lützeburg ganz schlecht. Es war keine ökonomische Basis mehr dort. Es war im Moment von einer reellen Krise. Die Promotion halt, die Entwicklung halt von den Internen halt, die mit der Schleifung von der Festung halt freigegeben, das war sozusagen durch das Demolés halt das ganze Projekt halt betrieben. Und das erste Projekt, das ihr gesehen habt, das vom Edouard André, und den beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Teil vom Park. Die Stadt soll immer ein politisches Zentrum bleiben, das war so gewollt. Und die Eliten, die sollten immer weiter an der Stadt leben. Das ist die ganz viele, die an der Stadt sind, also sich halt teilweise Promotionsprojekt für Eliten halt an der Stadt umzusiedeln. Eine zweite Überlegung halt an dem ganzen Plan ist, und das ist eine Idee halt von Urbanismus, halt, die zu der Zeit ganz stark an der Mode war, als die bekannten Garden Cities, das sind radial Städte, halt, wo eine Mischung halt von Land an Stadt haben. Und von da könnte sich auch halt die Überlegung halt dann
radial auszulehnen. Der Boulevard Royal, den der heute alle gut kennt, das die letzten 3 Jahre sich halt den Übergang zur Landschaft halt soll durchstellen. Müssen sich vorstellen, an dem heutigen Moment, es gibt eigentlich kein Lamperts, den das noch nicht entwickelt. Ja? Das ist, was an der nächsten Etappe kommt. Und hier sind die ersten Bebauungspläne von der Stadt Lützeburg. Komme später auf erst zurück zu Schweizer noch der Süden, halt ein bisschen zeitgleich halt zu dem ganzen lebt. Da sind wir 1900 und da sind sich die Stadterweiterungspläne halt vom Lambertsbirch und vom Bel Air die gemäht gehen. Das ist keine Hinsicht etwas zu vergleichen mit einem PAG, wie man heute kennen. Ja? Das sind hauptsächlich Alignementspläne, Pläne, die für Fluchtfähig sind und dummer da holt sich. Die haben auch keine legale Basis, die so nicht wie viele kann drauf bauen, sozusagen. Ja, das ist alles ein bisschen am offenen, wo der definiert, das ist echt eine Inspiration. Die Zentren halt Dürberstadt soll immer der kommerziellen, in der Zeit soll immer der kommerziellen Zentrum bleiben. Ja? Die neuen Quartiere, die rundherum entstehen, die haben hauptsächlich Kleinkommerz halt, also so Separaten oder so, mit beschränkt sich darüber. Mehr gibt es nicht gebaut, das plus natürlich halt gefunden. Ja. Den ersten Bebauungsplan halt den ersten Bebauungsplan vom Stüben hat, das ist dieselbe Personage halt, den halt zuerst zugange war, den auch an der Zeit, das ist beim nächsten Slide, wenn wir auf den Plateau Bourbon kommen, das halt ein Teil halt von der Stadt halt, wo auch ganz stark influenziert ist. Der Plateau Bourbon ist halt was von der urbanistischen Regel 400 gegolt wird. Das war zur Zeit von der preisischen Kanonenperimeter. Da wird sich Schneestiften befestigt, das gebaut gehen. Die auch schon zu der Zeit existiert, wird müssen als Holz sehen. Ja? Ich glaube, kein solides Gebäude mit der Schleifung von der Festung, beim Aufziehen von der Armee, wird den Kanonenperimeter abgehoben und der Plateau Bourbon kann urbanisiert gehen. Eine andere Sache, die in dem Slide gesehen ist, sich halt Gemengen. Linke Hand aus der Stadt Lützeburg, ja, rechte Hand aus Gemeng Hollerisch. Gemeng Hollerisch hat komplett andere Visionen, wie sie hier einen urbanen Raum wollten entwickeln. Und das gesagt in Hai und dem Ding in dem Eck, also wenn man Straße geht mir eng. Ja, die wollten mir einen kleinen Straße machen und die haben nicht geplant. 1920 ging die ganzen Gemengen, also eine von den größten Gemengefusionen am Land, gehen die ganzen Gemengen zusammengelöst, sprich Hollerisch, Merl, Hamm, Ich wahrscheinlich auch, an Rollinger Grund, ja, Hollerisch, Hamm, Ich, Rollinger Grund. Die zusammengelöst und das geht dann Stadt Lützeburg zu dem Moment. Bloß für noch kurz. Der Toten ist zum Beispiel die Grenzheiße für einen Stadtraum. Ja? Das würde müssen einen Oktroi halt bezahlen. Ja. So. Wow. Wir haben just kurz geguckt, halt, wie die Stadt Lützeburg halt also am Wandel ist. Es gibt ein administrativ oder ein politischen Zentrum und ein administrativ Stadt. Zur selben Zeit als, geht die Industrialisation am Süden los. Hier ist ein Plan, den ich von der Stadt Asch fand, oder 3 Pläne von der Stadt Asch. Zwar haben wir hier Asch 1872, Asch 1808 und Asch 1914. Ja? Die Entwicklung halt für die Stadt in kürzester Zeit da steht, das ist ziemlich impressionant. Wir haben 1900 eine Population von 11.000 Leuten, hier wohnen 1910 haben wir 22.000 Leute. Ja. Alles Arbeiter, die wie die Industrien an Schmelzen halt gebaut wurden, hier
an den Süden zu sehen, selbes Schicksaler für Städte wie Diddling und Daverding, die einen schon wie frei angefangen haben zu schmerzen. Natürlich kann man sich vorstellen, halt, wie es dann so steht, halt, sich gelebt wird. Also an dem ersten Dingen ist einfach wilder Platz gebaut gehen. Dass in der Zeit halt im 1908, in der Gegend halt, wo die erste Stadterweiterungsplan von der Stadt Esch ausgeschafft gehen, für ein bisschen eine Idee zu gehen halt von worum es zu der Zeit wirklich ging, habe ich einfach den Titel von der Firma, die das gemäht hat. Die Firma hat geheißen Stadtreinigung und Ingenieurbüro Wiesbaden halt. Das heißt, das hauptsächlich darum gegangen, halt Stadtmol überhaupt zu sanieren, halt Cholera, Krankheiten, das war der Ausordnung halt durch schlecht geplante Städte halt zu der Zeit. Kanalisation gab es nicht. Und so weiter. Ja. Und dann könnten diesen Charakter, also ein Personage auf dem Plan, halt, der noch schon in der Stadt tätig war, die Stüben halt, das im 1920 an diesem Fall. In der Stüben halt, den möchten echt großen Stadterweiterungsplan. Den heute, den das gedauert für an einer Zeitspanne von 50 Jahren sich zu entwickeln. Ja? Den hat den ist 6-mal mehr groß wie die eigentliche Stadt, die zu der Zeit existiert. Ähnlich steht halt für die Stüben auch Matt entwickelt wird. Stüben war ein Städteplaner halt aus Deutschland, nur zu Köln halt hauptsächlich praktiziert, war auch zu Berlin halt tätig. Steht wie Daverding, Diddling, Trier, Thionville und auch an der Belge halt Ypres und Nock sind vom Stüben halt geplant gehen. Geschichte, weil mit dem heute Plan passiert, dass als die folgend es gab kein Rebombardementsgesetz, das heißt, alle guten Terrain, die heute verplant wurden, die haben nicht der Gemeinde gehört. Die haben private Leute gehört und die hatten ganz andere Parzellären. Ja, die Parzellären, die Grundstücke, die da drüber sind, das sind die Parzelläre von der Agrarstruktur kommen, halt vom Ackerbau. Und das dadurch sich halt den Grid halt in den dran leid. Wie das es halt nicht möglich war, die ganz Parzellären zu modellieren. Über das Gesetz halt aus dem Plan einfach so eine Inspiration blieben. Das ist nie an ein Gesetz oder an etwas Reglementaires übergegangen. Das war sehr schön. Ja. Wahl, Schöpfling. Und noch nicht, wie sie sind, da oben an dem Deal halt. Und ich beschnitt ihren als das, die geringe Park, als das Dippisch. Also in dem Bereich da. Das heißt, Parkanlagen nach Verdichtung, das sind zwei Elemente, die ganz wichtig sind und die miteinander müssen gehen. Hast du den Originalplan von 1920 oder hast du den einfach auf einen heutigen Plan projiziert? Nee, das ist der Plan von... Zum Beispiel das Grotto bei der Guar, ja. Der Stadtpark. Ja. Ich habe gemeint, die wäre recht. Oder kriegst du 21 aus Deutschland sagst, wenn die nicht ja, bei denen das ist der Plan, bei denen das war geplant. Das heißt, ganz viel von den Parken, wir sind an der Zeit da, sind wir am Gang ganz los zu bauen. Kleine Häuser, Leute, die so auf Eigeninitiative selbst versichern oder verschiedene Promoteure, die auch schon im Plan sind. Es wird nicht wirklich dicht gebaut. Die Stüben, ein von seinen Leitideen am Urbanismus war halt eine Verdichtung plus die Parken halt so. Wo an denen Leute sich da können halt, ja, weil Departemente und Häuser klein sind, halt können sie an die Gärte halt sich ausruhen oder hier nur Mittelstrom verbringen. Von den Blick halt, die eigentlich bis die ziemlich von dem Stübenplan inspiriert sind zu Asch, das am Clerchen, das sind die Appartementsblöcke. Das ist eine Typologie von 3 bis 4 Stück,
Gebäier. Wir haben 4 Häuser eng repräsentabel Fassade, hannen aus als bis mir einfach gehalten. 4 Häuser Stroß als eng Hauptverkehrssachs, hannen drunter gedenkt Zweitverkehrssachs, wo die Leute zirkulieren können. Und dann an all ILO gibt es ein Parkelement, oder mit Gerde ist dann im Fall. Ja? Wenn ihr das Haut guckt, zum größten Teil sind da dort Garagen, sämtliche Dinge, also die Garagen halt, an der anderen sind halt Parkplätze, die leer libre sind. Und die, ja. Ja, die Ballenhälfte, die ganz verschlossen war. Ja, das ist etwas, was die Karatten denke, ja. Ja. Auch zu der Zeit, die Wohnungen halt, die da geschaffen wurden, das war ganz fortschrittlich Wohnungen, ja. Wir haben Küchen, die angebaut sind, wir haben Sanitären, die an der Gebäude dran sind. Vierter sind einfach an der Gott gegangen. Du hast das alles integriert. Das ist ein immenser Modell, also ein immenser Fortschritt. Das ist auch halt von 2 Sorten von Wohnungsbau zu der Zeit, vor allem im Süden. Das eine ist die von der SNHBM, die sich 1930er Jahren, 1929 formiert hat, für geht es mit kleinen Initiativen. Das andere, das halt wird als Arbeit halt die Arbeiter an Employees von Dingen möchte. Ja, Employees von Dingen. Und hier auf der linken Seite ist ein Arbeiterwohnung. Du siehst dann noch, hier ist der Stallnachbau, ein Stück Stallnachbau und eine Toilette. Ja. Die Wohnungen halt, das sind Familienhäuser. Das ist etwas halt, was nicht durch Zufall kennt. Wie viel mehr ökonomisch halt die Leute an einer Kaserne oder so, Kaserentipp halt zu Hause, wie sie dann in der Belgien oder in Frankreich ist, dann machen, tut man sich einen deutschen Abfluss, den auf die Häuser halt, also die Politik halt kommt. Zum einen und zum anderen, also da war auch die Familienhaus, die Nuklearfamilie, als sich gesehen zu der Zeit als der Safe Haven hat, wo die Leute nicht können gut leben, so, oder wo keine Korruption gibt, kein Alkoholismus und keine Krankheiten und ja. Reproduzieren, ja. Da ging es doch ganz, für die Zeit ging es doch vom, ja. Das ist ziemlich, das ist ein bisschen so, das ist ein bisschen Propaganda, so halt. Das Haus sieht ganz groß aus, mit den Metallchen davon. Ja, nee, präsentiert sich aber ziemlich anständig. Ja. Aber der Karte ging da, wie der wisst, hat ganz viel mit. Das ist sich halt heute ist das, von den will nur denken und sich vorstellt halt, wie können wir es stiert, mehr nachhaltig gestalten. Das ist sich die Substanz von zu einem großen Teil, mit der man muss noch auseinandersetzen. Ja. Für was gehen Leute, oder für was sie verschiedene neue Wohnungen halt echt präferiert, für Leute mit dem Auto hier fahren und die heute haben sie keinen Parkplatz und so weiter. Aber das sind so Probleme halt, das ist einfach die Substanz, mit der sich mit auseinandersetzen. Und die muss irgendwie gucken, zu transformieren und weiterzuentwickeln. Genau zu derselben, das Sachen. Ich meine, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass die Leute, die Arbeit mit den Fundingen oder also die an Schmelze schaffen gegangen, das waren hauptsächlich, also nur im Ersten Weltkrieg, hauptsächlich Lützeburger Bauern oder Bauern aus dem, die nicht aus Großstädten, Leute, die nicht aus Großstädten kommen, die vom Land kommen. Und das ist auch in der Zeit, wo sich die Garden an Heimbewegung halt zu Lützeburg entfällt. Wenn zuerstmänglich sind nach 700 so Parzellen halt, die verpacht gehen. Zu Dittling 300, ich meine, wenn sind so die groß mit dann statt ganz Land auch an der Stadt gehen die sogenannte Schrebergärte. Das ist halt doch, ob die Erde weiß, wie die Leute zu der Zeit wohnen, so geschnitten ist. Die Leute sind ziemlich sesshaft, ja, und die kommen von einer Tradition, wo sie Land bestellt haben, und das heißt, das ist ein Stück Land, wo sie können da bestellen, dann halt, mit der auch eine lokale Lebensmittelproduktion sich assuriert. Das ist nicht alles, was importiert wird, wie heute ist das mit einem Kamion, das der Platz direkt produziert. Ja?
So, ich gucke mir kurz, wie ich mit der Zeit sehen. Ich bin viel zu weit. Ich versuche ein bisschen schnell zu machen. Oh. 1960 bis 1980. Da sprangen wir ein bisschen zurück an den Start. Ja. Da hält ein bisschen die Idee vom Modernismus an. Weil wir viel gesehen haben, da habe ich bei der Schmelze gewohnt, im Kader und Wasch von der Schmelze gewohnt, weil man ein besseres Leben war. Kommen da Ideen auf den Plan halt von die einzelnen Funktionen zu separieren. Oder das so, also der Modernismus halt schon seit längerem, wo das Courant Geld ist. Zuletzt kennt also an den 60er Jahren und wo die Funktionen getrennt sind. Und das halten das an den Kirchbirche, das ist das nächste groß ugelötene Projekt, den zeitgleich mit in Brasilien, also ist halt Brasilia halt 1961 angeweiht. Kirchbirche ist ein bisschen an derselben Idee halt geplant. Es gibt eine Entwicklungsgesellschaft, die baut die erste Autobahn, die Dalstadt mit dem Findel verbindet. An der erste Haus gebaut. Wir haben eine Entwicklungsgesellschaft, wie gesagt, die halt die Akquisition von den Terrain möchte, Straßenbau und Trotbrück baut. Die Entwicklungsgesellschaft besteht aus Leuten vom Staat. Heute aber wirklich Demokrat oder ich gebe so bis heute nach sich demokratisch Defizite und das ist nicht wirklich transparent, wie die Prozesse da von Decisionen holen auflaufen. Das sind nach alle halt mit denen, den schaut dann der auseinandersetzen. Das kann man zwar nicht so, demokratisch Defizite, was noch ganz so. Ja. Hier sind wir dann im Kirchbirch, wie sich 1980 präsentiert. Wir hatten eine Festung, das war die Festung Lützeburg. Der Kirchbirch, da sind die echt unzig dann von der neuen Festung, die sich um Kirchbirch am europäischen Feierl halt schafft. Weil die Politik halt für die starke Zone herrscht gehabt, gibt 4 Zonen 1980, eigentlich das ist ein europäisches Feierl, da kommen Schulen, dann können den Deal den als semi-industriell und dann handeln Kirm, da ist ein Wohnfeierl. Das ist ein immensen Eklektizismus, der formell ist. Das ist eine Autobahn, die durch die Mitte durchfährt. Es funktioniert absolut, das ist nicht zu metrisieren, den ganzen Raum. 1980 wird dann noch Decision geholt, ganz umzugestalten. Das ist etwas, was man heute gesehen um Kirchbirch mit Blockrandbebauungen, halt, wo nicht da unten und Kant geht, von den Parzellen, die Autobahn wird zurückgebaut, dass die Konklusion hat für sich als die Entwicklung dann noch gezogen. Was der europäische Feierl anbelangt, da geteilt, nachdem man da gekämpft hat, das ist ein Problem, das sind Institutionen, die normalerweise funktionieren wie ein Zitadell. Das heißt, es kann durch die ganzen 4 Karte da durchgehen, ein Passport, sonst also eine Exklusion, also kann ich nicht da durch. Da gibt es Supermärkte, da gibt es eine gewisse funktionelle Mixität, mehr ansonsten, wenn ich kein Pass habe, geht ich nicht ans Wohin. Sie haben auch schon versucht, halt zum Beispiel Kommerz umzusiedeln. Doppellehrer waren immer halt 1 Meter Beton stallen, wie das von ihnen Kamion dran fährt mit Sprengstoff, das Teichhäuser nicht an Blut gesprengt werden. Ja. Das ist ein bisschen den Challenge halt von so einem Feierl halt dann. Die Planung wird nicht wirklich dazu beigetragen. Bon, etwas, was sich zu derselben Zeit als Stadt Land auch halt zu ägern und auch für Namen der Stadt halt mit das. Wir haben da als Stadtzentrum halt die Unattraktivität ganz einfach verlieren. Ja? Und dann kommen so Dinge halt wie Broken Windows Effekt hat, wenn die erste Fenster vor die geht, dann geht die nächste weiter angeschlossen an und so weiter. Dass sich die Karte nur fängt so ein bisschen zu vorkommen und dann geht das ganz die Birge rauf. Noch ein bisschen ein Überblick über das, was auch zu der Zeit halt, wie sich halt zuerst halt präsentiert wird, das heißt, oder am Minnet allgemein, zu den beiden Schmelze gewohnt. Und wir sind an den 70er Jahren, nee, 1955 mit bei. Nächstes Slide sind die 70er Jahren, das behandeln bei der zu Lalling. Die Entwicklung halt, da haben wir dann echt Appartementsblick halt, die abkommen halt, wenn man am Auto einen Parkplatz drinnen hat. Hier ist ganz interessant, vielleicht zu bemerken, die Fichten, die hier, also sich eine niedrige Bebauung, ja,
Und der Toten, also im Kontrast halt viel mehr heiß. 1937 geht das echt geht das Gesetz halt los, das sieht, dass Gemeinden, die ab 10.000 Einwohner ein PAG brauchen. Das heißt, sie müssen irgendein Konzept haben, für zu planen. Ja. Also PAG und ein PAP. Geht aber nicht gesagt, was Funktionen davon sind. Das heißt, du kannst ein bisschen machen, was auch immer ihr will. Die Funktion von einem PAG und vom PAP an dem Moment da ist, der PAG ist die Flächennutzung und der PAP kann der PAG abrogieren. Und das tut dann als eine Abrogation. Das ist da irgendwo ich weiß nicht, ob der Promoteur war in dem heute Fall, aber bon, wo ich das Land gesehen habe, viel so Gebäude, halt, wo der normale Karte hat, 2-3 Stück, und dann also eine Abrogation, ein 4-5 Stück Appartementsgebäude, wo innen Garage sind. Das ist ganz so am Stil von 70er Jahren halt. Das ist eine Abrogation, mit das der andere Seite also der war vom Gebäudetyp halt gar nicht so schlecht halt. Also das zu den zwei Garagen um Rez-de-Chaussee, das ist ein öffentlicher Raum, also ein bisschen versaut, ein bisschen den Auto nicht los. Gebäude sind aber recht schmal, schlank, ja, so ungefähr 10 Meter, wenn man zwei Autos aneinander stellt, kann ich darauf hin. Das ist ein Auto vor mir schon sich halt, wie die Gebäude gebaut sind. Wohnungen sind wahrscheinlich alle gut ziemlich durchgängig, also sind alle gut durchgängig mit immer verschiedenen zentralen Treppenhäusern. Schluss von dieser Episode, also sich halt von den 70er Jahren, als wieder wahrscheinlich alle gut wisst, halt den Schock Petrolier an Stahlkrise, die man kennt. Und das bringt einen immens großen Wandel am Land mit sich. Wir haben eine Festung gehabt, die geschleift wurde, eine Stadt, die sich entwickelt hat an einem politischen, administrativen Zentrum. Wir haben den Süden, den komplett seine Struktur auf die Industrie ausgelöst wird. Schmelzen, stirbt, alles war auf die Industrie ausgelöst. Eisenbahnsreso, alles war bei dem angepasst. Die Frage stellt sich halt, wie kann das Land eine andere Planung machen und wie kann das Land entwickeln, halt, ohne wenn die Industrie halt zusammenbricht. Und da gibt es den ersten Landesplanungsgesetz, das 1974, wo das gestimmt wird. 1978 kommt den ersten Programmdirektor heraus. Ich werde noch später darauf zu schwätzen kommen, aber das ist ziemlich dasselbe wie in IVL Haut. Das ist der Programmdirektor. Der Programmdirektor soll durch ein Gesetz gehen, das sieht, wie das ganze Land soll funktionieren. Dem Programmdirektor waren politische Überlegungen, da waren aber genauso, wo die Strompreise sollte laufen, wie die Gemenge sollte fusioniert gehen. Muss ich bedenken, also der mit immens viele kleine Gemengen, die ganz wenig können planen in sich. Derzeit halt so, also in verschiedenen Gemengen halt, die Vorsicht gauf, halt das Fusion gemäht gauf, das war eigentlich schon glänzt da. Das aber irgendwie hat nicht richtig geklappt, dass du noch halt Siege losgehen. Ja, dann denken Sie, dass den spannenden Punkt habe, dann denken Sie, dass einfach nur so halt die Landesplanung ist schon lange an der Gestion und das nie wirklich halt durchgesetzt gehen. Ein stressiges Jahr ist nie wirklich geplant gehen. Hat gesagt, in sich den Autobahnsreso von 1980 oder von den 70er Jahren an, als die ganzen Teppich von den Autobahnen ausgerollt gehen. Mit den meisten freie Konnektionen in Richtung Belgien und dann Asch, Lützburg Stadt und so weiter und so weiter. Wirklich, dass den Staat halt an einer zugefehlt haben. Zu der Zeit, wie kann ich so ein Reso entwickeln von Autobahnen, das hauptsächlich wird das hieß, wir haben 1,2 Milliarden, wo alle Jahre Rackrennen über Tanktourismus und so weiter. Und dass man denen suchen hat, wo sich auch die Infrastruktur halt finanziert wird zum größten Teil.
Die zweite Mesure halt für das Relancement économique sind Zoneökonomiken halt zu schaffen statt ganz Land. Die gehen hauptsächlich auf der geringer Wiss gemäht, heißt zum Beispiel die Fates 1900, so gesagt 1963, als wahrscheinlich schon an den 70er. Und so gesagt der Tod aus. Was das mit sich bringt, dass das einen enormen Flächenkonsum haben, Funktionen, die normalerweise halt noch Kinder an Städten stattfinden, halt Landebämmel auf der geringer Wiss. Zum Beispiel ein Shoppingzentrum wie den Heiniden, den hat eigentlich eine Surface-Bahn dran, aber genauso viel Parking idealerweise. Ja, also wenn ihr fragt, wäre das ideal halt für ein Shoppingzentrum, dann ist das die Abteilung. 1 Meter Carré Verkaufsfläche, 1 Meter Carré Parkingsfläche. So. Das ist enorm ineffizient von der Planung. Ein Territorium wie Lützeburg kann auch nur eine begrenzte Quantität und so Entwicklungen halt mit sich bringen. Halt dann, dass du, wo ich wirklich halt von den nachhaltigen Entwicklungen halt vom Land will man noch von der Stadt halt, wo ich muss umsetzen. Da bringt auch eine enorme Konzentration von den Funktionen mit sich an. Das sind enorm aufhängig dadurch, mit dem Auto hinzukommen. Das heißt, wenn man heute so, man hätte gerne autofrei Stadt, dann muss man auch gucken, halt, wie man was man den so industrielle machen. Ja? Beziehungsweise wie man jetzt die können diversifizieren oder transformieren können. Kirchbirch kann da. Kirchbirch zwischen 1970 und 2007, wenn die Bevölkerung guckt halt von den Employen, halt die am Sektor Tertiär schaffen, so 1970 75% von den Leuten, die am Tertiär schaffen, sind Residenten. 2007 sind dann immer noch 25%, die ganzen Tod sich inversiert. Das heißt, alle Leute kommen aus der Region anstatt schaffen. Hauptsächlich anstatt wegen der Zentralität. Immer sich was genau in derselben Zeit passiert und das ein bisschen, das ist so den Speckgürtel von der Stadt. Das alles wird rund um die Stadt von Marmor, Wachträgen und so weiter halt sich entwickelt. Das sind Quartier Dortoiren, wo Leute, die an der Stadt arbeiten, mit dem Auto hin und zurück fahren. Das Auto an sich ist das Hauptelement, das da ist Stadt formiert. Ja, und das, wenn man eine nachhaltige Stadtentwicklung will machen, muss umsetzen. Die Stadt Lützeburg zu der, also an den letzten 25 Jahren, also zwischen 1975 und 2000, wie ist gut nicht, das ist gut neu gebaut. Mehr als Leute gehen außerhalb von der Stadt wohnen. Der Wohnraum, der geschafft wird, wird missaffektiert von Betrieben, halt, die Büros dran machen. So bleibt die Bevölkerung an den 25 Jahren also 25 Jahre bleibt sie auf 75.000 Leute konstant bestehen. Das tut sich sehr gerne mit. Während 25 Jahre war du laissez-faire halt, whatever. Was auch interessant ist, von einem soziologischen Punkt so Kartien zu gucken. Das ist eine Mittelschicht halt, die an den 80er Jahren halt gebaut wird. Heute ist das für Jitfrieden in den Quartieren und Jitfrieden ein großer Prozentsatz derselben Alter. Kanner sind zum Beispiel schon ausgezogen, sind nach Wohnungen da, also die Wohnungen haben so viel Wohnraum und ähnliche Probleme. Ein anderes Element halt das ist halt, ich weiß nicht, wen gerne in seinem Quartier will wohnen, aber wenn du zu Hause hier rausgeht, du gehst in näher ins hin. Ja? Den nächsten Platz hat, wo ich glaube, da passiert, das ist immens viel gerings. Das ist aber ein immensen Flächenkonsum, an immens viel Kanalisationsreihen, die zu verlieren sind, immens viele Straßen, die zu erhalten sind. Alles Kosten, die mehr Haut zu drohen haben. So, zur Zukunft zu drohen haben. Und das ist ein großes Problem halt bei dem Ganzen. Natürlich sind die Quartiere gering.
die Green Kartien do, die beziehen aber auch der tote Matzig. Ja. Wenn man die letzten Monate oder Jahren halt über Levinger Wickring geschwärzt von bisschen die himmlisch Gewinner von der ganzen Affäre aus Belle Étoile oder so, die haben nämlich nur Moratoire von den Centre auf der Grand Surface halt und die konnte beibauen. Ja, da sind wir bei der Belle Étoile zum Beispiel bei einer Fläche von 65.000 Meter Carré gebauter Fläche, 3.000 Parkplätze, 1.700 Leitschaften an dem Gebäude. Ja, und ein immens Echelle, wenn den da geht, ein kleines Familienhaus guckt halt, wie wir das noch zum Mama gesehen haben. So. Kommen wir 2001 und ich versichere, ja, den mal nicht, dass ich torturiere. Ich hoffe, das ist sehr interessant. Dann kommen wir 2001. Wir hatten kurz ein neues Landesplanungsgesetz, was nicht direkt auf Anblick, trennten das schon. Ja? Und das ist ein bisschen eine Frage, wo gesellschaftspolitische Decisionen, die wir holen, auch einen direkten Einfluss auf das, was wir an unseren Städten bauen und wie wir als Ökonomie halt nur viel bringen. Für Trennten und dem Niveau beizubehalten, halt, wie sie zu der Zeit waren, sind wir sicher, sind Leute, die ein bisschen mehr Experten im Terrain sind, heute müssen dieselbe Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum beibehalten gehen. Sprich, 2% Bevölkerungszuwachs, 4% Wirtschaftswachstum. Und das ist sich halt den Dogma halt, mit dem mehr Haut muss, also auf der Basis halt mehr Haut planen muss. Oder auf der Basis, wo halt PAG halt geplant gehen. Das auch zu dem Moment halt 2001 für sich hat Landesplanung als Lützeburg erfunden geht, für eine Government und so Stadt. Wir hatten Gesetz über das Aménagement du Territoire von 1999. Ich gehe einfach just schnell da durch, weil ich meine, das nützlich, da muss ich die sämtlichen Gesetze mal an einem Zusammenhang gesehen. 2003 haben wir einen Programmdirektor, den ausgeschafft wird, den ein bisschen besser als wie den aus den 70er Jahren, den heute bezieht sich just, also beschränkt sich just auf politische Statements, und dann lieber überlesen dem IVL, weil der ein bisschen flexibel ist, als halt Propositionen zu machen, wie ich ihn plane. Da gibt es Plansektoriellen, wo wir im Moment nicht davon Projekt 4 leihen haben. Wir werden darauf, dass das neue Landesplanungsgesetz, das steht, halt durchgeht. Plansektoriellen davon Projekte, die wir bis dahin gesehen haben, das sind Wunschdenken von den Ministerien. Ja? Du hast nie an der Vergangenheit koordiniert zwischen dem einen und dem anderen Plan. Die Projekte, die stellen einfach nicht durch, was das Ministerium geplant hat für sich. Die Regionalpläne waren angedeutet am ersten Landesplanungsgesetz, werden aber nie also an Kraft halten, dass man nicht angefangen hat, daran zu schaffen. Par contre, auf dem Niveau von regionaler Koordination, da geht es sich darum, dass die Gemeinden zusammenfangen, um zu schaffen. Da gibt es Sachen wie Dici pro Südmenge am Süden, das sind wir am Laufen. Das geht einfach um Kollaboration für den öffentlichen Transport und Fundungspolitik, aber für allem die Industriellen halt zusammenzulegen, also zu koordiniert zu betreiben. Dasselbe auch mit den Naturparken, da geht es darum, halt die Landschaft rund um landschaftliche Projekte sich eine Entwicklung zu machen. Dann haben wir innen halt das letzte Kapitel als Plan d'Occupation Sol, das ist der Findelplan. Das sind unsere strukturelle Pläne halt, die das Ganze von der Regierung, also die Regierung sich halt auf dem Niveau von der Gemeinde halt plant. Die also plansektoriellen Programmdirektoren und Plan d'Occupation Sol, das wird an den Haut des Tages direkt an PAG mit angeschafft. Soll gehen. Bon, IVL, ich denke, wie gesagt, wir hatten schon viel erwähnt. Da geht es hauptsächlich darum, also das ganze blanke Programmdirekteur an einen räumlichen Kader zu setzen. Es gibt zwei Szenarien.
E-Pendler-Szenario, ein Abwohner-Szenario. Also bis 2020 sollten also das Zeithorizont hatten. Ging es wie an den nächsten Plan halt Hauptentwicklungspolen, also CDA an. Es gibt Nordstaat, es gibt Südregion. Stadtzentrum als den Haupt mit der IVL und mit dem Pakt Logement, wenn den Zusammenspiel halt guckt, ist wahrscheinlich ein ziemlich nefast. Wir haben der Pakt Logement halt den Suche geht halt 2% Wachstum, und auf der anderen Seite keine Koordination wirklich, was Wachstum anbelangt. Das ist mir so ein, wir wollen gerne wachsen, wir so nicht, wo wir wollen wachsen. Genau. Es gibt nämlich kein rechtlich spannendes Dokument, was das irgendwo sieht. Und so mal seit 2000 bis 2008 und der Gegend halt ganz viel so am Land für allem Verwucherungen gesehen hat von den, also Auswüchse halt von den Städten halt, wo dann einfach für 2% Wachstum, und die sich schnell zu mobilisieren, halt einfach so ein Pampera gebaut wird. Als ganz stark. Genau, ja. Kilometerweit so Landstraßen so alles verbaut wird. Ja, ja. Da tut sich an den letzten Jahren halt ganz stark verstärkt. Geht auch seit 2000 gehen es, weil Etüden halt und selbst ein ganz gute Arbeit, was das anbelangt. Wir gehen mittlerweile Dossien an Dossien halt von Etüden, wo gemäht geht über die Landesentwicklung, wie man demografisch halt als entwickelt. Ein anderes Element halt, das nicht heute in Asorlo 2000 passiert, ja, dass man dem so sehr gemerkt hat, es wäre mir einen Schritt weiter an der Überlegung, da tut das irgendwo im Norden an der Pampa. Pommerlach kann da vielleicht, aber wo ist das? Ja. Genau. Ja. Du hast nicht da und du hast nicht da hinten. Ja. Das ist so ein also Shopping-Center und Matzen am Busch. Ja. 2009 weiter am Bau. Bon, das halten wir so für einen Monat, wo wir dann den Ministère du Développement Urbain Ministère dann eine Pressekonferenz gemacht, wo sie nächste Etüden evaluiert haben. Und da gesagt, die sich halt, was dann in den letzten 10 Jahren passiert ist. Das heißt, wir haben die Hauptentwicklungszentren, die eigentlich müssten wachsen, sprich Stadt, Nordstaat, was wir mit VL festgehalten haben, und der Süden, die waren weit unter dem Wachstum, wo eigentlich möglich war. Und wo sie sollten. Und dann haben wir zum Beispiel Wolfswart regional Städte, die hatten müssen wachsen. Die sind auch nicht gewusst, par contre, alles, was gewusst ist, ist das, was gar nicht repertoriert war, mit VL, gar keine Planung an der Lang halt. Das sind alles Sachen, die wirklich komplett detailliert an der Pampa hatten gewusst. Wie ist das los? Das kommt jetzt. Der Traut ist das, was 15%, also 1,5% Wachstum hat. Sprich, das, was der Pakt Logement halt fordert. Ja, ja. Und das Blut, also sich halt das, wo wirklich so auf der Schwelle ist, für Subsidien nachzukriegen. Der Traut da oben, ist das Pommerlach? Ja, das ist Pommerlach. Also neben drunter halt sind noch so Development auf der Gänger wissen. Ja, das ist, wie so verteilt gehen halt, sprich Pakt Logement, auf dem Niveau da muss sich ein bisschen ein Gedanke gemacht gehen, muss vielleicht ein bisschen kritisch geguckt gehen halt, wie ihn sich entwickelt. Wen kann die Entwicklung steuern? Das ist die Steuerung, um die es geht. Wie werden also Regionen sich im Land entwickelt, wie schnell wie an der Stadt, oder kann die mich schnell reagieren? Das hört ganz selbst mal einfach immer dazu dienen, dass wenn der einen Bestand baut, da gehen nicht mehr Leute, die dich für den Match schwätzen. Ja. Wir haben eine ganz schlechte Politik, also letztlich wird Partizipation an den Prozessen anbelangt, sprich von der Gasprich oder so, die Leute gehen einmal
invitiert für Matze schwätzen, mehr du noch ein anderes Projekt präsentiert, da gebaut. Ja, das ist, du gehst halt Konsultationen, aber irgendwie, das hat nicht mit dem Projekt, zu dem den entwickelt wird. Und dann wird halt immer geklont, und das ist halt einzig, man werden die Leute können machen, halt für das Stück inszenieren. So. Ja, ich will zu sagen, dass es nicht allzu schlimm ist, wie die Quart für drunter gesagt hat. Den Gros von der demografischen Entwicklung, sprich, was an den großen, also mit der, an den großen Krisen ist, das ist aber noch immer an der Stadt Lützeburg und an der Stadt Asch und am Süden halt. Die Wurzeln aber noch immer, die, was Zöllen belangt, halt am meisten. Bei einer Stadt wie Asch ist auch das Problem, dass ein Bauterrain, also dass der Perimeter zu klein ist und dass den irgendwo zwischen der Arbeit, Schöfflinge, Arbeit, Bellwall an der Autobahn am Norden halt irgendwo angeschränkt ist. Das heißt, für die neue Flächen auszuweisen, muss ich gucken auf Verdichtungsstrategien. Ja. Oder eine Gemeindefusion, ja. Mit Zürsen, zum Beispiel Schöfflinge. Ja. Ich wollte vielleicht wissen, was ihr in der Mannung schon. Ah ja, das ist auch. Ja. Das ist ein Märchen. Ja. Wo wirklich ist. Ja, ja, ja. Ich denke, ich schnell eine Rekapitulation und denke, wie das Land sich entwickelt wird, demografisch, halt über die ganz letzten 40 Jahre. Wow. Wie sind wir? Soll ich irgendwie schnell aufwickeln oder ist ein bisschen über Zeit? So mal einfach wieder, ich mich schlecht getimt halt, ich kann ein Stück sprangen oder ich kann auch ein bisschen. Ja, also ich meine, ich denke kurz also schon den Detail über PHG und PHP rausgelöst. Das ist nicht, dass ich weiß auch, dass es Freude so ist, also dass die Ausnahmen zu regeln sind, das zu viel, da muss ich mal jetzt frei machen, denke ich. Okay, bei mir für den Plan sektoriell gesehen gibt es 4 Stück, Logement, Transport, Ensemble Passagier und Zone Ökonomiken. Das sind also die Pläne, die du noch am PHG direkt abwirken. Mit einem neuen also Gemengeplanungsgesetz, also neues RCDU-Gesetz als 2011, das sieht, PHG muss neu fondiert gehen bis 2013 mit einem Jahr Extension, wo möglich ist. Bis dahin muss sämtliche PHG am Land neu abgestellt sein. Und das ist ein immensen Zeitdruck, den Luftgemengen hat. Es gibt keinen Plan sektoriellen haben einen direkten Impact auf PHG und die müssen ausgeschafft gehen. So, da sind dann noch Flächen halt ausgewiesen an den Plan sektoriellen, die am PHG müssen abgeholt gehen. Sprich, für die Wohnungsbau. Für die erste wahrscheinlich an der Geschichte von Lützeburg muss eine Etude präparatoire oder wir haben eine Etude gemacht, von dem was ist und darauf reagiert gehen. An der Planung. An den Etude präparatoire können zum Beispiel so Elemente wie Baulücken kommen. Ja. Da sind aber auch an den Etude präparatoires Strategien, Wachstumsstrategien mit Minimum, Maximum oder dass es konstant bleibt, halt dafür gesehen. Da sind auch Umweltprüfungen halt dafür gesehen. Wo ich nicht drüber gegangen sind ganz viele Dörfer, die auch sich in den letzten Jahren entwickelt haben, an Risikozonen entwickelt gehen. Ja, als gebaut gehen und du weißt, dass irgendwann den Hang da wird rutschen. Ja, und irgendwann das dürfen nicht mehr da. Das ist einfach so drauf Platz geplant gehen, ohne Überlegung, ohne Analyse halt von dem, was auf der Basis weil ein Stube. Das ist die Sache, wo ich will Wasser machen und dafür geht das Gesetz. Aber das ist auch einen immensen Input halt dran. Die Etude präparatoire, alles was da am Anfang von der Planung, also so etwas halt, was sich immens anbietet für einen partizipativen Prozess als Input zu sehen halt, dass du für die Planung am einfachsten hast. Du hast nach ganz wenig Projekt selber geschafft gehen. Du können Leute sich ganz einfach abbringen, dass das mich schwer halt, wenn ein PHP-Molenker an den Prozeduren ist, wenn das Ministerium lebt, halt, wenn
pour avis halt publiziert muss gehen, dann ist es zu spät, wie wird Sachen zu schwätzen. Muss nur an diesen Momenten halt über die Etude, also über die Etude präparatoire geschwärzt gehen. Bon. Auf der Basis vom PAG, den informiert, die seht ihr sich, das neue Gesetz für Konzepte, die ziemlich gut sind, halt, die mal rankommen, die an der ersten Woche vom Gesetz nicht funktioniert haben. Das ist below eine Modutilisation, die seht, was bauen, also wie eine Funktion geben wir dem Terra so, ähnlich wie beim Kirschbiersch, als sei eine Vermischung möglich. Das ist das nicht mehr strikt, das heute als Industrie, das heute als Wunden, verschiedene Vermischungen sind möglich. Können noch zum Modell geplant gehen. Eine Sache, die dabei kommt, ist die Koefficient de Scellement. Das heißt, es gibt mal ein geguckt, wie viel Fläche gehen eigentlich versiegelt. Ja. Wie viel Oberfläche, also Versiegelung von den Flächen ist immer ein Problem auf Trinkwasser. Also immer auch Relation mit dem Trinkwasser auch zu gesehen hat. Bei den Flächen mehr versiegelt, wird Wassermann an den Boden sickert, dann mehr schnell verdunst und Trinkwasserspiegeln halt dadurch affektiert sind. Und dann ein drittes Element ist die Densité de Logement. Das ist, das ist sich halt, wie ich kann planen, wie eine Zucht von Wohnungen gerne hat. Das ist auf der einen Seite, den ich gerne so viel Meter Carré drauf, das ist ein Koefficient d'Utilisation vom Quartier. Der andere ist, wo ihr seht, ich hätte gerne so viele Wohnungen drauf. Das ist den sich Parametern als Gemeng, mit denen ich kann präzise planen. Ich hätte gerne zum Beispiel mehr Familienhäuser oder mehr Familienwohnungen, sprich mehr Appartementen, die mir groß sind. Und das sind Decisionen halt zu holen. Auf dem Niveau halt, boah, PHP als eine Mischung zwischen all den Gesetzen. Das heißt, dass man den Quartier den PHP-Quartier existant, also sich das Baureglement im Moment aus. Das heißt, du hast Rekülen halt, wo du dann hältst, du hast Alignemente. Und das heißt also sich Quartier Nouveau Quartier, PHP Nouveau Quartier, du schafft ein neues Reglement aus. Mit einem grafischen Teil, mit viel mehr Präzision, wie an den traditionellen Baureglementen. Hier geht es, wenn ich zum Beispiel der Miso heute zuerst sind, schrift mich ihren, für den einen Gebäude, der Rekül hat von 14 Meter, ein anderes Gebäude, der Rekül hat, also ein Dave hat von 14 Meter, der andere ein Dave von 15 Meter, teilt den Mayan, für das dazwischen zu bauen. So passen sich den Bestand an. Und das ist den Quartier existant, und das andere, das für carrément ein Quartier entwickelt, wie Belval. Die ganzen Baureglemente, die gehen noch funktioniert. Das heißt, alles, was räumlich Elemente oder architektonisch oder Quartierselemente hat, als wie gesagt, halt am Nouveau Quartier dran. An den Baureglementen kommen nur Informationen dran, also kommen nur Reglementationen dran, halt wie ein energetische Standards in einem Quartier hat. Ja, oder zum Beispiel Solidität halt von den Gebäuden, halt Securität, das sind alles die, wie man am Medium geht, was Schallprotektion muss sein. Das sind alles die Elemente, die dann an der Baureglemente sind, die so aber nicht mehr aus, halt, wie viel ich kann auf den Terra bauen. Ja, das ist eine große Veränderung halt, wie in die Planung halt geht. Es war doch neu, also wird relativ gut, also sagen wir mal, wenn ich kann auf den Weg gehen halt nur, wenn das sich halt sind die Zonen halt die superposiert sind. Ich würde in sich ein Team, mit dem ich kann wirklich steuern halt, was wo entwickelt wird in einer Stadt. Das heißt, für den zwei Zonen die Urbanisation prioritären, die ihn zur Verfügung hat, die kann nach ein Stück von einem Oberkartier drauflegen. Ja? Du siehst den, das heute ist ein Teil von der Gemeng, oder nicht von der Gemeng, vom urbanen Raum, den wir wollen entwickeln, und das ist eine Priorität von uns, der soll innerhalb von 6 Jahren entwickelt gehen. Wird den auch nicht entwickelt,
dann fällt den Terra an den Differé. Ja? Das heißt, den Terra verleiert seine Affektation. Aus nach am Perimeter dran kann verplant gehen. Wenn er bis am Differé dran ist, dann kriegt Gemeng Vierkaufsrecht, wenn den Terra verkauft wird. Sprich, Gemeng kann du Hintergrund den Terra kaufen, selber den Terra entwickeln und dann, wie wir schon früher an der Geschichte gesehen haben, halt selber das Projekt machen und nicht auf die Spekulation auslehnen. Die ganze Sache mit der Präemption ist auch interessant halt für alle guten die Terren halt die neu an den Perimeter rankommen. Ja? Das heißt, du wird auch Gemeng eine neue, also ich habe es richtig verstanden, ein Präemptionsrecht, dass sie können die Terren kaufen, entwickeln, an den Perimeter ranholen und dann weiterverkaufen. Voll verstanden, wenn ein Terra an den Perimeter rankommt, dann gewinnt er enorm Wert. Und das ist da, wo spekuliert wird, also das ist da, ums Hut geht. Und dann war es die letzten Dinge, dass es ein paar Kloschmann schmengen an der Stadt, zu Bekrösch und Zwerch halt wahrscheinlich auch sind Diskussionen über die Taxationen auf den Grundstücken. Also für wenn ein Grundstück viabilisiert kann gehen, da weiß irgendeinem Grund nicht viabilisiert wird halt, wo dann können ein Tax spezifik kann erhoben gehen. Das auf den Terrain und das bei einem kleinen Wert schon kann das ziemlich viel Matze, also ziemlich viel die Person kann das ziemlich schnell überzeugt gehen, dass den Terrain halt viabilisiert, weil das ja, das steht ziemlich an Gewicht steigt. Weiter an. Du war auch ein relativ interessanten Tablerand halt vom Mouvement Ökologique halt, die schmengen auch im Internet, bei ihnen im Site ist, wo ihn kann lauschen hat, wo Intervenoren halt über ähnliche Projekte am Ausland halt geschwärzt hat.